Goedemorgen. Ik begrüße u im Namen Jesus Christus. Vandaag morgens jankt mij de apostel Paulus en Jesus zijn levens een beetje geen overhouden zijn. Wo zou hij overeen zijn? Wo Paulus zo leven deed en verlangen had zo'n leven te leven als Jesus. En wils hij wil zo zijn hier en zo als Jesus deed, wil hij zich maar recht te zijn dat wir sollen arm nur folgen, zoals hij Christus nur folgen deed. En die had er vielleicht al gemerkt in de bulletin, de titel wat ik in gegeven had. Dat is mijn titel voor vandaag morgens, waar Paulus zegt, volg mij nu zoals ik Christus nu volgen doe. Ik weet, wanneer we wel zo zijn als een sfeer als een ander, dan proberen we zo te zijn als die persoon is, omdat we de lichten doen. Wir können noch denken, als eine von uns Jungs, die thuis noch wären, dass der Abwassen deed, ons grootste zijn, besonders, die wil zo hier, zo zijn als ik. Die probeert allemaal alles te doen wat ik deed, en vroeg vrouwen, en wil van mij leren, en zo wieder. En dan een dag, dan gaf hij mij een leid wat hij gevangen had. En dat leid, dat zegt, Gott, merk mijn vader zo als du bist, wil ik wel zo zijn als hij is. So, dat is een goed ding te wensen. Dat Gott ons zo merken, dat als hij is, wil hij niet geen zo wel zijn als wij zijn. Dat we dan worden ook aanleggen. En dat is wat de apostel Paulus deed. Hij probeerde zo zeer als hij kon dat te doen, dat te zijn zoals Jezus weer. En hij wist zich zo goed te zijn. En 1 Korinther 11, vers 1, dat is wat ik me gewählt heb voor mijn tekst. De vers de zegt dit. Neem mij ten bijspel, zoals ik Christus ten bijspel neem. Zo dat is een goede ziel te hebben. En dan moeten we leren van wat Paulus weer, wat hij weer en wat Jezus weer. Want we dat geen eeuwighouden en zo, wat zou dat overeen zijn? En wat kan we leren van de apostel Paulus? We kunnen veel van den leren, wanneer we in zijn brief lezen doen. Kunnen we veel leren. Ik weet van deze morgens, ik wil niet zo schriftstellen wat er broken, maar dat is het beste weg waar ik me kan erklären, wat ik probeer te zeggen, wanneer ik God zijn woord zelfs lezen doe. So, dat kunnen we zien wat de apostel Paulus weer en wat het zijn verlangen weer. Van hem leren, waar hij Jezus ook nam als bijspel. We weten, wat Paulus verheer wird, hij de apostel Paulus heiten deed, dat hij nog Saul heiten deed, waar hij een Christenverfolger weer, dat wird hij ganz anders. En zo, hij zegt niet dat we hem zullen nu volgen, zoals hij dan te die tijd weer, maar zoals hij nu weer, als hij eerst zum Glauben gekommen wird, dass er sein Leben umgekehrt hat. Nu hat er den Verlangen, nu kann er dort sein, folg mir nur so als Christus nur folgen da. Und wenn wir lesen dann, was er von sich selbst sieht, er Jesus nur folgen da, in 1. Korinther 15, Vers 9 sagt, das ist das. Ich sehe der geringste von der Apostel, und sie dort nicht wird, ein Apostel genannt zu werden, weil ich Gott seine Gemeinde verfolgt habe. So, das ist, was hij zich weer als nu. En ook in Galater 1, Vers 13 sagt, das ist das, sagt Paulus, ist das, je haben doch von mein Ferienleben in Judentum gehört, wo schrecklich Gott seine Gemeinde verfolgt und probt, das nicht zu merken. Und wir haben vielleicht alle bekannt, mit denen sie leben, wo wir, als er noch nicht zum Glauben gekommen wird, wo er die Gemeinde probeert te vervolgen en dat niet te merken. En hij kon het zelfs aanzien, wer hij verheer was weer. En dan had hij nog een andere, sogar een andere naam, dan had hij Saul van, wo hij dan nog niet de naam Paulus had, Saul van Tarsus. En dat wat hij geworden, wie wat hij verheer, wie hij nu niet meer. En dus hij omgekeerd hat sein Leben, gaf hij God ganz de krediet dafür, für was mit ihm passiert wird. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus ist das. Aber durch Gott seine Gnade sehe ich, was ich sehe. Und seine Gnade an mir ist nicht vergebens gewesen. Nee, ich habe viel mehr gearbeitet als der andere alle. Aber das wir nicht ich. Gott seine Gnade wie in mir. So heißt das wie nicht, was er getan hat. Er hat nicht selbst die Kredit, dass das, was er getan hat, was man an passiert wird. No? Heißt das sie nicht ich, dass Gott seine Gnade an mir. Was an so gemerkt hat, was er will. Und wir weten von ihm, dass er es geändert hat von seinem alten Leben. Und er hat sogar, dass sein Ich hat er dort gemerkt. Das ist erst wie, sein Ich ist er gesandt wird. Das hat er dort gemerkt.
Hij zegt in Galater 2, vers 20 steht, sagt, dat fängt an, ich sie mit Christus mitgekreuzigt. So hij hat sich sein Eck dort gemerkt, dass sie eigentlich nicht mehr Eck, der da lebt, dass als Christus, der in mir lebt, das Leben, das ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und Gott seinen Sehen, der mir Gott wir in sich selbst für mich handjäft. Ich möchte, dass hier in dieser Verse sind, viermal ich geschrieben. Ich dort und ich dort. So, aber das ich, das hat er gekreuzigt, sagt er. Ich sie mit Christus mitgekreuzigt. Nu hat er ein anderes Leben, als er vorher war. Und wir wissen, dass er eine große Erfahrung hat mit Christus, von was er vorher war, was da passiert mit ihm. Er hat eine große Erfahrung hat persönlich mit Jesus Christus, dass er amtieren hat von seinem alten Leben. Ich werde die Geschichte nicht überlesen, ich glaube, wir sind alle sehr bekannt mit dem, als er am Weg nach Damaskus reisen deed und wo dahin wees probeerde die Christen te vervolgen, wo immer hij getroffen deed, die vastzunehmen und mit nach Jerusalem zu bringen, die dann anstatten lassen oder sogar doodmerken und so weiter. Aber das, was er nu ansagt, wo er vorher gewesen wird. Er hat eine große Erfahrung mit Jesus Christus selbst. Und nu folgt er Christus nur. Christus hat ihn verändert, hat eine Veränderung gemerkt in seinem Leben, nu folgt er ihm nur. Und deswegen kann er sagen, nehmt mich zum Beispiel, so als ich Christus zum Beispiel nehme. Nu hat er ein Verlangen, ihm nur zu folgen, er geht den heran. Und dann muss man gucken, wem er nur folgen wird. Gucken, wo Jesus lebt, wo er wird. Wenn Paulus ihm nimmt zum Beispiel, dann muss man gucken, was wird Jesus, was wird er für eine Person, wo lebt er? Weil er nimmt Jesus zum Beispiel und er sagt, nehmt mich zum Beispiel, dass ich ihm zum Beispiel nehme. Und wenn wir wieder gucken, auf Paulus sein Leben, das heißt, zum Glauben gekommen, wir nicht haben, wo er in der Stadt die Christen wieder verfolgen, bet er für die Gemeinde, für die Christen, für die, was nicht Christen wären. Bet er für die. Dass die auch wollen, kann geraten werden. Er will haben, dass die nu auch sollen geraten werden, dass er wie geraten werden. Und er steht, den Glauben proben wegzunehmen, nu bet er für die. So hat sich ganz umgedreht, umgeändert mit in sein Leben. Und Römer 10, Vers 1 sagt, dass Brüder, ich wünsche vom Herrn, dass Israel selig werden möchte. Und ich bete für ihn zu Gott. So er sagt hier sogar, dass ich bete, er will jeden haben, dass er so auch zum Glauben kommt. Und er betet sogar für ihn. Nu wird er besorgt um die, was verloren ging. Erst dann wird er gesagt, da will er all die, was zum Glauben gekommen wären, da will er nicht bringen, abbringen, zu sie bringen, so viel als er abends kann. So er schafft, was einmal in seiner Macht wird, das zu tun. Aber er kann das nicht vollbringen. So nu, ich glaube, dass es sein, dass nu wird er besorgt die Christen, die besonders das jüdische Volk. In Römer, das 9. Kapitel lesen wir auch wieder, wo er sogar sieht, dass er wird, wenn es möglich wird, dass er können die raten, wenn er sein eigenes Leben wird abgeben, dann wird er das tun. In Römer 9, Vers 1 sagt, dass es steht. Ich sage in der Wahrheit, in Christus, in der Heilige Geist, jeft mir mein Gewissen das Zeichnis, dass ich nicht lebe. So jetzt so will hier besonders sein, dass was er sein Verlangen ist, was er sein, dass das nicht leben ist. Er meint das wirklich, was er sein, das was er will. So, der Heilige Geist jeft sein Gewissen Zeichnis, dass er nicht leben, das sagt er. Dann sagt er in Vers 2, Kapitel 9, Vers 2, und dass ich so am Jünd besorgt sei, dass mir das Hort Tag und Nacht weidet. So eine ganz andere Person wie er. Nu hat er sein Hort sogar weit Nacht und Tag für das jüdische Volk, das sein Volk. Dass er wie besorgt am die. Er sagt, ich habe mich gewünscht, an meine israelitischen Brüder erholfen, selbst von Christus verbunden zu sein. So, das ist gleich, was er meint zu sein. Wenn das möglich wäre, wenn er sein eigenes Leben abgeben würde, dass das dann kann geraten werden. Er würde sogar wollen sein, das zu tun. Aber er weiß, dass das nicht möglich wäre. So eine große Liebe hat er für das verlorene Volk. Dass er sogar würde wollen sein, sein Leben zu geben, wenn die können geraten werden. Es ist interessant, darüber zu denken, was von großen Verlangen er hat, dass er zum Glauben kommt.
En über hij noemt Jesus als Beispiel. Dat is wat Jesus ook deed. Jesus heeft zijn leven aan voor ons, dat we kunnen leven aan. En krijg zo'n verlangen hat Paulus nu. Zoals hij nu weer. Wanneer we denken aan Johannes 3,16, dat wo Gott de Welt zo sehr geliefd hat, hij zijn einzigen Sohn geven, dat all die dan aan geliefden kunnen geraad worden en niet dat die kunnen het eeuwig leven hebben. En zo Gott heeft zijn Sohn dat han en zijn Sohn weer ook wel ons. Jesus wird wel ons zich hand te geven, zich laten te kritsen, omdat du en ik kunnen het eeuwig leven hebben. Zo'n verlangen hat Jesus nu. Hij heeft zijn ene leven hebben dafür. Voor die en voor mij, dat we kunnen dat eeuwig leven hebben. Wie hij wel ons zich te laten kritsen. En dat heeft zich zo krijgt zijn verlangen auf de apostel Paulus nu. Dat hij wil wel ons en sogar zijn leven op te geven voor dat verlorene volk. Zo'n leven had hij voor die, hij zegt besonders voor de Israëlieten, zijn ene volk, wat hij naamdeed. Had zo'n groot verlangen dat hij willen geraad te worden. Krijgt dus Jezus ook een verlangen heeft dat ik en du willen dat eeuwige leven over. Dat we dat willen kennen, want hij zich wil laten kritsen. Dat is wat hij broken deed. Hij wil dat veel salom, wat zich handgeeft voor die en voor mij, dat we kunnen dat eeuwige leven hebben. En dan dacht ik een beetje aan, hoe groot is onze leven? Want we ons een beetje beobachten doen, ons leven betrachten doen. Hoe groot is onze leven? Zijn we zo beduurd aan onze Nächsten, want we weten, dat der is nicht zum Glauben noch nicht in der jeden rechten Weg, der wird verloren gehen, wenn er so wieder gehen wird. Was denkt wie von so einer Person? Wo wir wollen sein ans Leben Hand geben für die Person? Oder was tun wir? Was tun wir today? Tun wir die nicht mal das Evangelium vielleicht nicht mal wiesen? Sagen wir die vielleicht nicht mal den Rot, was Gott uns gegeben hat, wo wir können selig werden? Sind vielleicht bestellen, checken, wo die wieder leben tun. Ich glaube, wir sollen auch wirklich so besorgt sein um die anderen, dass wir auch können sagen, das Paulus sagt, hij zei, neem mij ten Beispiel. Dat is wat hij deed. We zullen aan ten Beispiel nemen, zoals hij Jezus ten Beispiel genomen had. En we weten ook wieder, wenn wir in zijn leven die beobachten doen, dat hij nam ook Jezus ten Beispiel met zijn Gebetsleven. Jezus deed veel beten. Hij nam veel tijd ten beten. En krijgt dat de Apostel Paulus ook, maar met den beobachten doen, den studieren doen, wo hij leven deed. Hij had ook veel tijd wat hij neemt deed ten gebed. Jezus der nam veel tijd te beten. Hij bracht einmal de ganze Nacht toe im Gebet zu Gott. In Lukas, das erste Kapitel, Vers 12, sagt er, in der Zeit, das ist der Vater von uns, sagt, in der Zeit, wenn wir kijken, dann was für eine Zeit das wird in der Zeit, wo Jesus hat ein Stutz getragen, Stutz gefährdet, in das Kapitel, da lesen wir von, wo Jesus hat Petrus seine Schwiegermutter geheilt, der wie krank gewesen hat, er geheilt. So er sagt, in der Zeit wird das Heim in der Schule Menschen topieren, und in der Gruppe Menschen, die wird ein Mensch, der hat eine verdrehte Hand. Und der fehlt heilen, und Jesus wollte heilen, und das wird ein Sabbat. Und das wird einmal das schwierig für die Menschen, weil das kann sein, dass der eins wäre, was am Sabbat tut, der hat keine Freiheit, eins was zu tun. Und Jesus, der da über. Und da werden die Schriftgelehrten, der Pharisäer, die beobachten, Jesus haben gesagt, alle Wege, wo er wird, was er da, die beobachten, den checken, was er wohl erreicht hat, dass sie den wohl kann beschuldigen. Und besonders nu auch hier, dass diesen Mann heilen wird, was das verdrehte Hand hat, Jesus namen und lebt in so sehr, dass er den seine Hand heilen wird. Und dann ist das Sabbat wieder, was von Nacht wir. So, das ist, was er meint, er sagt, in der Zeit. Und dann sagt er, in der Zeit ging Jesus einen Tag in der Boy zu beten und brachte danach Tau am Gebet zu Gott. So die ganze Nacht über sagt er, nimm er Zeit zum Beten. Und da wird besonders, man hat wohl wichtige Entscheidungen merken, dann der besonders, dann denkt er, sein Futter und Frucht ohne Rot. Was er soll tun, wenn er muss eine Entscheidung merken, eine besonders wichtige Entscheidungen, was er merken will. Sagt er ging einen Tag in der Boy zu beten und brachte danach Tau im Gebet zu Gott. Er ging nicht in der Stadt zu sehen, wo er sich gut kann durchleiten, wo er gut kann schlupen. Das ist nicht, worum er nach der Boy nehmen kann. No, heißt, das sagt er, dass er brachte danach Tau im Gebet zu Gott. Und das wird empfehlen, die kriegt auch die Antwort für. Wir lesen wieder, wo er die Antwort kriegt, was empfehlen. Das sagt er in Lukas 13, Vers 13, sagt er,
Samarias rood hij zijn jongen nu zich en wil zich uit aan 12 de hij apostels naam. En dat is wat hij wil gaan. Hij wil rood gaan van God, dat wem hij zich zal willen als voor de 12 stak, voor de 12 apostelen, wat hij broken wil. En zo in God had hem ook de klaarheid gegeven, wem hij zich zal willen. En dat weer in deze vers 14 zegt dat Simon, den hij Petrus naam, en zijn broeder Andreas, Jacobus, en Johannes, Philippus, en Bartholomeus, Matthäus, en Thomas, Jacobus, Alphaeus zijn zoon, en Simon de Zealot genannt, en Judas, Jacobus zijn zoon, ook Judas Iscariot, der am verroden deed. En als ik hier deze dingen, deze mannen met de lijn kijken, wat voor verschillende mensen hij zich gewählt hat, haben zijn Aposteln zijn, die waren sehr verschieden einer von den anderen. En dat waren fehlerhafte, gewöhnliche Menschen. Einmal denkt dan zo, waarom moet God zich mij wählen? Because ik ben zo'n fehlerhafte Mensch. Ik heb veel troubles in mijn leven en ik zie niet reich genoeg dat God mij moet gebruiken. En hier zijn ook mensen, dat wir nog zo'n fehlerhafte Menschen, dat ging zijn. Matthäus, dat wir een tagsklaag, dat relatief leichende Menschen tagsklaag, dat sehr schlag. En hij wählt zich Matthäus. En Thomas wird ein Twiebler. Hij wird sehr twiebelig. Hij wird mit sich sagen, dat nicht kann sein, aber ich das nicht leben. Das habe ich nicht einmal auf das Wort. Sehr verunglückend wie auch Thomas, wie leben dort nicht, was der Schrift sagt, oder was andere Menschen als wollen proben zu sein, was der Schrift sagt, sagen wir vielleicht auch, ich glaube das nicht, das was sein. Und so wie so ein Mann ist das Bild, der sich sagt, das wird Thomas. So haben wir einen Twiebler. Und dann den anderen Judas Iscariot, besonders stehen, weil ich an den denken, da, hij weet dat wat Jezus verroden wordt. En God wist ook dat dat zou passieren. En toch leidt hij zich den willen dat hij zal een van zijn 12 zijn. Zo zijn er verschillende einer van den anderen. Wat Jezus zich hier willen deed, wer zal zijn 12 Nachfolger zijn. En we weten dat hij danach even had hem Gebet genomen, weer hem Gebet gewassen, die hat Gott am vielleicht die Kraft gegeben, dann wieder arbeiten. Nu weer hij was reit te huilen. En hij huilt ook weer. In vers 17 zegt dat hij ging met een raaf en stond voor het gelijk weer. Met een schoof van zijn jingen. So hij wil nog meer jingen, wat ook am Nofaljen deed. So met een schoof van zijn jingen. En ook een groot deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus. En Sidon, die onmeer liggen. Die gekommen wären, um zu hören, so dass diese schwachen Menschen, die kamen, um zu hören und nicht bloß dort und von ihrer Krankheit geheilt zu werden. So hier wären auch diese schwachen Menschen, die wären auch viele, die krank wären. Die kamen dort zu Jesus, dass sie werden geheilt werden. Und auch so von anderen Gästen, die gequält worden wären, von anderen Gästen. Und die waren gesund, sagt dort. Und die Menschen, die wären so täger, dass sie ook moet bloos aanschieren wollen. Zo tegen weer die aan Jezus, naar Jezus te komen, dat ze gewoon maar kunnen aan aanschieren, dan worden ze al, glauben ze, dat hat so eine Kraft in sich. Vers 19 sagt, de mensen proben am alle aan te schieren, wil van am time eine grote Kraft, die an alle heilt. Zo'n mache grote Kraft hat Jezus. En dat is important wat Jezus deed. En dat is wat Paulus nu volgen deed. Dat is hoe hij hier aan wird, wat hij wil doen. Wenn wir lesen von was Paulus deed, wo hij ook de Macht und die Kraft hat von Gott gekregen, auch Menschen zu heilen, in verschiedene Gäste auszutreiben und so weiter. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 16, Vers 16 sagt, dass ein Tag, als wir durch den Platz gingen zu beten, dass wir Paulus und Silas traf wir einen Sklavenfrühmensch, der ein Wahrsager Jesus hat. In ihre Haaren, durch ihr Wahrsagen viel anbracht. So dat sagt, dass wir eine Sklavensfrüh, dass wir ein Sklav, der hier zu wem. Somebody eigen was erbrochen deed, haben viel Geld mehr. So das sagt, dass diese Früde hat, diesen Jes, was kann wahr sein, und die Menschen, die was eigen deed, die kriegen viel großen Annahme von ihr. Und das Frühmensch sagt, dat Vers 17, der Frühmensch kam Paulus in uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seine Diener. So hat den Wahrsager Jesus können weiten, das was Paulus in seine Viren
So sie sehen, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seine Diener, der uns sagen, wo wir können seilig werden. Und das, dann sagt das Vers 18, das tut sie ein Tag nach dem anderen. So sie kommen pünktlich heran, ein Tag nach dem anderen. Wird Paulus darüber so verdrießlich wird, dass er sich umdreht, into den Geist sagt, ich gehe bei dir in Jesus Christus in Namen, uit eure Rüte kommen. Und checken, was hier dann passiert, dann sagt er, in Fuß verleiht der Jesus auch. So eine Macht hat Gott Paulus gegeben. Dat hij dat kan doen, maar hij deed dat niet in zijn ene naam, niet met zijn kracht. Hij zegt in Jezus Christus zijn naam. Je bouwt hij dat in Jezus uitgekomen met haar en voets verleidt hij. Zo dat maar vermoeden dat hij dat niet in zijn ene kracht, in zijn ene naam ook niet. Hij deed dat in naam Jezus Christus. Zo in Jezus Christus zijn macht, door zijn naam, had hij de macht juist uit te jouwen. Und wir weten auch, dass Paulus heilt auch viele Menschen von verschiedenen Krankheiten, lese ich in der Schrift. Apostelgeschichte 9, Vers 11 sagt, dass Gott durch Paulus büte gewöhnliche Wunder. So viel Wunder, die Gott durch Paulus. Gott gibt ihm die Kraft dafür. So sagt das Vers 12, so dass man die Schnäppeldecke und Schalldecke, die Paulus gebraucht hat, nur die Kranken brachten, wurden die gesund. In der bei sich Gäste verleiten an. Das hat mir wirklich Büter gewöhnlich. Das wird ich glauben, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass die Kraft die Macht in die Schnäppeldecke, in die Schalldecke wären. Nur das nicht, wo die Kraft von herkommt, wo das dann liegen wird. Die Kraft, ja, dass die Vers auch sein, dass Gott durch Paulus wieder gewöhnlich Wunder. So, das wird Gott seine Kraft. Nicht die Schalldecke und Schnäppeldecke, das ist nicht, wo die Kraft beim Liegen ist. Die Kraft kommt von Gott selbst. Das ist, wo die Kraft von herkommt. Überdacht, das bitte gewöhnliche Wunder, was da passieren wird durch Paulus. Gott kann den auf einen wundervollen Weg wachbringen. Und dann wieder war von Jesus, sagt er, nach ihm steht, gegen Jesus war er tätig, zum Morgen zu beten. Nur dort hat viele Menschen geheilt. Das hat einen Tag viele Menschen geheilt, gegen er war er beten. Das sagt in Markus, das erste Kapitel, Vers 32, sagt Jesus, es steht, als die zu Oves ist, die Sonne ungewehr, werden allerhand Kranke und Besetzten in Jesus gebracht. Und dann Vers 33 sagt er, die ganze Stadt sammelt sich für die der. Das ist nicht interessant hier. Und er kijkt ein bisschen, für wem es der oder für wen der wir diese Menschen angebracht. Das wir in Petrus sein Haus. Wo Petrus Jutz hat, steht sie drei, Jesus hat Petrus seine Mama, seine Schwiegermama geheilt. Das ist, wo das steht nach Holowia. Und das sagt, die Menschen, die in der Hand gebracht worden, die ganze Stadt sammeln sich für der. Und Jesus heilt viel von ihren verschiedenen Krankheiten. Und er treibt viel bei sich Gäste aus. Er lässt die Gäste über nicht reden, weil sie wissen, wer er wir. So Jesus hat viel Wunder, viel Zeichen und viel kranke Menschen heilen und so weiter. Und ich glaube, er wird auch der Zeit, wo er meid wird, am viel frische Kraft. Weil er wird wirklich, er wird auch Mensch. Er wird Gott, aber er wird Mensch geworden. So er wird Christus tun auch. Den fehlt auch Kraft und Weisheit von Gott. Das sagt er, den nächsten Morgen tätig bedienst, da stund Jesus ab. So wir noch, vielleicht an der anderen noch alle geschlafen, wir noch wie Petrus in Haus dort, dann stund er tätig zum Morgens ab und verleiht das Haus und ging nur eine einsame Stadt am Beten. So hier ist es interessant, hier zu gucken, was Jesus tut. Er stund tätig zum Morgens ab und verleiht das Haus und dann funktioniert in eine einsame Stadt, wo er allein sein mit Gott, um zu beten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, was wir auch nehmen, was wir von lernen können. Tätig zum Morgens, vielleicht euer Tag vor, euer der Anfang des Reich, dann all gehen Jesus nach einsamer Stadt sehen und dann zu Gott beten. Beten, dass er uns reinmerken für den Tag, für den kommenden Zeit, was wir wollen kommen, dass wir uns, vielleicht sollte sein, reinmerken und uns dort Geschirr antragen, und euer wie in den Tag nehmen, was Gott reingemerkt hat für jedermann. So, wenn Jesus muss eine Zeit nehmen und sich eine einsame Stadt sehen, wo er zu Gott muss beten, wie viel mehr braucht wir nicht?
wie brauchen auch Gott. Tidig Samarias soll wie auch, ich glaube, das ist eine sehr gute Tid, was wir uns dort können anbauen. Tidig Samarias, euer das Tag anfangen zu werden. Dann noch mit Gott Tid nehmen. Und das, was Paulus auch tut. Paulus nahm auch viel Zeit zum Beten. Auf viele verschiedene Städten lesen wir, von denen sie leben, wo die beten tut. Besonders, ich dachte an 2. Timotheus, das erste Kapitel, das Brief, der erst geschrieben, das sage ich fast vorher, als nur Timotheus, mein Leben sehen, als es geschrieben, er nennt am sein Leben sehen. Das will nicht, dass er wirklich sehen wie, dass Paulus sehen wird, sein Futter wird im Fleisch, aber er wird sein Erstes sehen. Er hat den zum Glauben gebracht. Wenn wir diesen Brief lesen, dann weit wir, dass er hat Timotheus gementert und der hat ihn zum Glauben gebracht. Und er sagte, mocht Gott die Futter in uns Herr Christus Jesus die Gnade, Mitleid und Frieden schenken. Und dann sagt er, ich danke Gott, den ich mit reinen Gewissen dein, so als meine Futters vermieden. So hat er sein Gott mit einem reinen Gewissen. Dann sagt er, ich danke ihm auch Tag und Nacht in meine Gebete. So ich habe auch hier Tag und Nacht, wo er in Gebete wird, wo er dankbar wird für Timotheus. Wenn ich an die denke, sagt er, also das redet er von Timotheus. So er dachte, er dachte viel an Timotheus. Und wenn er an den denkt, der Tag und Nacht, dankt er Gott für ihn. Und dann sagt er, Vers 4, es steht, und wenn ich an die Thronen denke, so wenn wir hier lesen, dann, was er für Thronen hat, dann sagt er, wenn ich an die Thronen denke, stich in mir das Verlangen ab, die zu sein, willst das wird für mich eine Freude geben, wird für mich eine Freude sein. So wenn wir hier das studieren, dann was er für Thron hat, was er meint, dass wenn er an seine Thron denkt, er dachte an, als er, wie man daran denken, dass das Brief geschrieben, als er im Gefängnis war, als er festgenommen war und er will sein Leben verlieren. So er wird im Gefängnis bei Rom und durchschrieb er diesen Brief und er dachte viel an Timotheus besonders. Der hat eine sehr dichte Gemeinschaft gehabt. Er wird sein Mentor und hat viel Zeit genommen, um zu lernen und um zu lernen. So nu denkt er an ihn besonders, wenn er an seinen Thron denkt. Und seine Thron werden, als er Abschied nahm von ihm, hat ihm das viel Thron gekostet. Wie traurig war es zu sein, dass Paulus am verloren hat. Er wie bei Epheser, bei Ephesus, da wird er angestellt als ein Gemeindelehrer, aber er wird traurig, dass Paulus am verloren hat. So das hat ihm viel Thron gekostet. Und hier dachte Paulus an, sagt, dass er, besonders wenn er an seinen Thron dachte, dann würde er ein Verlangen haben, am Vater zu sein. Und er wusste, dass er Aufschrei genommen von an, wie viel Thron das gekostet hat. Und das sagt auch, dass wir nach Meier gewusst, was da hatten Thronen vergoten, da hatten treue Zeit gegeben, der Zeit, als er verloren hat, dass er Aufschrei nehmen, das von an. Wenn wir in der Apostelgeschichte, der 20. Kapitel gehen, Vers 37, sagt das, und sie hielten alle taub. So, die wir nach Meier, das sagt, sie hielten alle taub, und fouten am Arm und küssten am. Nur wir denken, wo dann wieder so ein schwerer Aufschreit, was hier wir. Ein Aufschreit, das ist kein Aufschreit, aber wo dann wieder so ein trüger, schwieriger Aufschreit. Und das ist, wenn es steht, das sagt Vers 38, was am törichsten möglich, wie das Paulus gesagt hat, dass sie am nicht mal sein würden. Und sie gingen mit am am Schab. So, das ist auch, wo Timotheus auch mit an war. So, er hat auch viel Thronen vergoten, und so hat noch der andere, was da hat einen Aufschrei genommen mit an. Und ich glaube, das wird zu sein, das ist, was ich glaube, dann, wo dann Paulus und Timotheus seine Thron gedacht hat. Besonders dann hat er ein Verlangen an, was zu sein. Und so, das ist auch, wo Jesus wird. Er hat einen großen Mitfeil mit anderen, was die leiden, was die schwere Tiden gehen. Und das ist, wo Paulus Jesus nur fallen hat kriegt den selben Verlangen, hat einen Jammer für andere. So Paulus, du weißt, Paulus, er wird auch so Jesus, er sagt, folgt mir nur so, als ich Christus nur fallen da. Ich habe mir einmal an das gedacht, wenn ich denke, das wird Paulus sich wirklich zu sagen, folgt mir nur so, als Christus nur fallen da.
Ich habe uns mal gewundert, als hat mich wohl wer und so zu sein, fall mir nur so, als ich Christus nur fallen da. Ich glaube, da wurde da ab irgendwann von sich ganz Salz verjäten in Gott wirklich nur fallen. Dass die Menschen können sein, dass einer wird wirklich ganz handgegeben verarmt. So, ich habe eine Frau für jedem einen von uns, für mich und für jedem einen. Wo du kannst sonst dort sein, wo du kannst sein, wenn du dein Leben mit beobachten, dass wo du wer und wo du kannst sonst sein, fall mir nur, so als Christus nur fallen da. Ich glaube, wenn wir honest sind, dann würden wir sagen, no, ich kann nicht so sein. Ich will mir nicht wehren, so zu sein. Weil ich glaube, mein Ich, noch tiefer in der Welt. Ich würde nicht kennen, mir wehren, so zu sein. Beobachte mein Leben, dann fall ich mir nur, weil es das, wo Christus leben wird. Ich wollte Tiden, ich weiß, dass ich war in Tiden zu leicht, zu schwer, dahl oder verdrisslich. Und Jesus wird nicht. Oder ich war ungeduldig. Und einmal dann sage ich, was ich in der Wirklichkeit nicht wollte sein, aber ich habe. Und dann fährt man, dann reden wir vielleicht zu dem, was wir dalstig leben tun, sei wir vielleicht zu dem, was wir uns weiter was wir schlagen tun. Das ist, wo ich mich einmal befängt. So, ich würde mir in der Wirklichkeit, ich strebe nur, mein Verlangen würde sein, dass ich so ein Leben haben, dass ich kann sein, fall ich mir nur, dass ich Christus nur fallen da. Aber ab irgendwas wird mein Leben beobachten, da ich kann nicht wirklich sonst dort sein, noch nicht. Aber ich wünsche, ich kann. Dass ich kann wirklich arm ähnlich werden. Das Apostel Paulus sagt in Epheser 4, Vers 1, sagt er, aus Gott, meine liebe Kinder, strebt am immer ähnlicher zu werden, also Gott, oder Jesus. Am proben zu legnen, einmal alles so werden, als er ist. Leckst du nur Gott? Kijk mal, was wir in Psalm lesen, von wer Gott ist, wo er ist. Psalm 103, Vers 8 sagt, es steht, der Herr ist voll Genot und Mitleid, geduldig und treuherzig, lieftulich. Und das, was Gott wird, und das ist, was Paulus probt zu tun, am nur zu fallen. Und deswegen kann er sein, das, was er könnte tun, deswegen will er sich zu sein, nehm mich zum Beispiel. Auch im Psalm 36, Vers 15 auch, sagt er auch von den Herrn, sagt er, du aber, Herr, bist voll Genot und Mitleid, du bist geduldig, treuherzig und lieftulich. So bist du Jesus dort, lehnt die, habe ich so eine Liebe und Mitleid, und sei wir so geduldig und treuherzig und lieftulich, das Gott ist. Das ist, was er von Gott sein wird. Und wenn wir Paul sein Leben beobachten, dann nicht, dass er ganz perfekt wird. Er wird wirklich perfekt. Er wird ein Mensch. Er wird noch im Fleisch. Und da werden Tiden in seinem Leben, wo er auch nicht mehr weiß, kann sich selbst nicht mal ganz verstehen, worum er so wird, als er wird. Nicht, dass er Mutballens probt, sein Leben zu führen, was er gegen Gott wird, aber er traf sich in Tiden auch so, dass er tut, was er nicht will tun. Wenn er auch Jesus nur fallen, dann fängt er sich doch noch mal tun, was er nicht will. Wenn wir in Römer das 7. Kapitel, ich würde was Versen nehmen von dort, was er von sich geredet hat, wo er wird hieden. Da sieht er in Römer 7, Vers 15, sagt er, ich kann mich selbst nicht verstehen. Weil ich tue nicht, was ich tun will. Sollst du hier, und er hat ein Verlangen, und er hat einmal nicht, was er tun will, aber da gerade dort, was mir jeden an ist. Er weiß das so, er sagt, sogar dort, was am jeden an wird. Aber er sagt, wenn ich gerade dort tue, was ich wünsche nicht zu tun, dann stimme ich mit dem Gesetz in Stuhl tau, dass das Gesetz gut ist. Dann sagt er, dann sehe ich dort nicht mehr, der dort tät. Dann ist das der Sinn, der in mir wohnt. In das Glück wird noch mehr, wenn wir mit Menschen reden, dann sein, wenn wir können die Menschen so ankicken, irgendwie vorbeikicken, sein, von wo das herkommt, wo das so sein aus der Sand. Da muss wir kicken, wo durch das Leben das.
dat komt durch den Feind. Der Feind, der merkt unser Leben aus der Down. Du sagst, das sei nicht mehr ich, oder Leben, über Sinn, der in mir ist. Dann sagt er, willst ich weiter in mir, das ist in mein Fleisch. In sein Fleisch wohnt nicht Gaudet. Den Willen Gaudet zu tun habe ich, aber ich bringe dort nicht vor dich. Es hat wieder Tiden in seinem Leben, wo er dort Gaudet, was er will, tun, braucht er nicht vor dich. Sagt dort Gaudet, dat ich tun mag, tue ich nicht. Und das weise über, dat ich nicht tun mag, tue ich. So er wird auch nicht perfekt. Er probiert zu tun, was Gott gefallen hat, aber er probiert, er fängt einmal, dass er nicht tut, wie er will sein. So hier kann es auch sein, dass wenn ein Mensch auch nie geboren ist, wenn er eine nie geborene Person ist, das meint er nicht, dass er keinmal nicht was Fehler mehr an. Das nimmt sich so ran, das kommt nochmal, wo ein Mensch dann doch Fehler merken wird. Und wir wollen alle, solange wir im Fleisch sind. Da wollen wir noch der Tiden erreicht tun. Deswegen wollen wir nicht unsere Seligkeit verlieren, und nicht. Das ist ein Gott Trost. Wir wollen deswegen nicht unsere Seligkeit, wir wollen deswegen nicht verdammt sein, wenn wir noch mal erreicht tun. Das ist eigentlich gleich, das sei, was in 1. Johannes 2. Kapitel, Vers 1 sagt, der das sagt, Jesus das. Liebe Kinder, ich schreibe Ihnen das, dass die von der Sinn weich blieben. So die Schrift, die haben uns gewesen und gelehrt, und wir können von dort lesen, dass das die Ursache ist, wo die Schrift hier ist, uns zu wiesen, wo wir besser werden, dass wir nicht Sinn tun, sagt hier. Das ist, wo damit geschrieben hat, dass die von der Sinn weich blieben. Und dann sagt er über, wann über doch, wer Sinn soll, so hieß es hier, da ist eine Möglichkeit, dass er noch mal können. Er sagt, wann du, wer Sinn soll, dann habe ich Jesus Christus, der unser Sinn, der ohne Sinn ist, und der wie Gott den Vater für uns anstehen wird. Preis den Herrn, hier habe ich sozusagen, wir haben einen Aufkot wie Gott. Einzig steht, sagt er, dass wir haben einen Aufkot, aber Englisch sagt er, einen Advocate, was er für uns anstehen wird, für unsere Sünden, was wir begonnen haben. Also wir haben Jesus Christus, der ohne Sinn ist, der wie Gott den Vater für uns anstehen wird. Er steht an für uns. Und Vers 2 sagt, Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont. So die Sünden, was wir begonnen haben, was wir noch mal wollen tun in der Zukunft, unsere Sünden, was wir nicht mehr tun wollen, die sind betont. Er sagt, die sind betont. Mit seinem Tod hat er betont. Und dann sagt er, nicht nur unsere, auch von allen Menschen auf der Welt. Zum Tod wer das ist. Was der Mensch von Hintergrund hat, wo der von herkommt, der Sünden, was der begonnen worden, die sind alle betont. Viele Menschen, die nehmen das nicht an, die leben deswegen weißes, wenn der Sinn nicht betont ist. Aber wie kann das weiten? Er sagt, er hat den Sinn. Wenn wir wollen den Sinn begonnen hier und da, dann ist Jesus der wieder rechte sieht von Gott und sagt, ich habe den Sinn betont. Der Sinn, was er begonnen, der ist betont. Wir sind deswegen Gott verloren. Das meint wir nicht, dass wir verdammt sind. Aber weißt du was, ich will uns ein bisschen eine Warnung geben. Das soll uns nicht in Trost geben, um wieder zu Sünden mal will. Sie denken, dass, der Sinn ist eine Weise betont, dann kann ich wieder auch im Sünden leben. Das ist nicht, was er hier sagt. Wir sollen deswegen nicht, er sagt, ich habe geschrieben, dass ihr nicht Sünden tun. Uns verlangen soll deswegen immer sein, nicht proben zu Sünden, nicht tun, was gegen Gott ist. Das wie Gott ist dort in Gräl, wenn wir in Sünden leben tun. So, wir sollen noch einmal, das ist Epheser 4, Vers 1 sein, dass aus Gott seine Leibigkeit strebt immer, ähnlich zu werden. Wir sollen immer proben, checken, wenn wir Gott sein Wort lesen, dann, wo wir Gott, oder wo wir Jesus, dann dem proben zu leugnen. Kijk, das ist Paulus auch deed. Das ist, was der Paulus deed, der Apostel Paulus deed. Er sagt, nehmt mich zum Beispiel so, als ich Christus zum Beispiel nehme. So, wir können leider in der Bibel finden, was die Schrift sagt, was wir können nur fallen und so leben als der tun. Hier lese ich von den Apostel, den Lehrer Apostel Paulus, er wird ein Lehrer. Wir können annehmen als Beispiel,
so er gelebt hat, so er leben hat, und was sein Verlangen ist, dass wir uns nur anrechten. Aber das ist auch in der Bibel so, wo die Bibel von uns Warning hat, wo wir uns nicht nur rechten. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 2, er sagt von den Schriftgelehrten und Pharisäern, also die sagten, dass Moses ihn Stuhl, dass er dort lehren, was Gott Moses gegeben hat. Moses will einer, was die Menschen wieder sein und vertellen von was sie zu tun haben. Gott gibt an die News, dass er soll den Menschen vertellen von ihm. So auf den Stuhl sollten die Schriftgelehrten und Pharisäer, die auch dort, die proben, die auch lehren, was der Gott und was der Schleich wäre. Und er sagt auch sogar in Vers 3, sagt er, horch nur an, weil sie wissen, dass die das Gott lehren, dass die lehren von was der Schrift sein wird. So er sagt, horch nur an, und dort, was sie uns sagen. So wir am Morgen, er sagt, was die uns sagen, und dort soll ihr tun, willst du wie die Schrift, was die uns sagen, die den lehren, die. Dann sagt er, recht ihr nicht nur dort, was sie tun. Recht ihr nicht nur dort, was sie tun, willst du tun, selbst nicht, was sie lehren. So die lehren anders in ihr Leben beweist, ob man ihr Leben das nicht ändert. So wir können vorsichtig sein, nur gewisse, was du nicht so ein Leben führen tun, als sie sollen, sondern als sie lehren tun. So ich bin dankbar, dass wir haben auch Lehrer, wo wir uns können rechten. So ich würde uns bis zum Schluss Motto sprechen, dass wir alle proben, auch Paulus Note folgen, den sein Leben zu betrachten, zu beobachten, und sein, wo Christus leben, der dann auch uns nur dort rechten, was er uns gelehrt hat. So mein Gebet ist, dass wir alle auch proben, am ähnlicher zu werden. Wo er ist, wo Jesus wir und wo der Apostel Paulus leben hat. Dass wir können uns Leben nur anstellen, als er will haben. So werden wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir können am Schluss noch einmal verdienen. Wir danken dir, Herr, für die vielen Beispiele, was wir von lesen können, aus dem Wort, wo wir uns sollen abstellen, was wir uns sollen rechten, wo wir leben sollen. Ich danke dir, Herr, für den Apostel Paulus, besonders den du berufen hast, deiner zu sein, dein Lehrer zu sein für die Gemeinden. Und wo du um sein Leben am anderen als er am Weg nach Damaskus, wo er die Christen verfolgen und du bejahst, die am hier gewesen und sein Leben verändert ganz für immer. Und er war eine ganz andere Person, sogar dass er durchkommt, dass er kann sein, nehmt mich zum Beispiel, dass ich Christus zum Beispiel nehmen darf. Dankeschön dafür, dass wir so eine Briefe haben, wo wir uns können rechten. Und help uns Gott, wenn wir in so einem Stand sind, wo wir vielleicht auch noch nicht bereit sind, uns Leben Hand zu geben, du nur, dass die das gefällig sind, dass du uns leiden und uns führen und uns die Macht und Kraft geben, auch sogar den Willen geben, das zu tun. Wir weten uns mal, wir können nicht mal so reich unseren eigenen Willen zu werden. Das ist Philipper 2, Vers 13 sein, dass was du der an uns schaffen, dass wir das zu wollen und zu tun, nur den Willen nur. Dankeschön dafür, Herr, und help uns, dass wir nur leben. Ich danke dir, Herr, für was du warst tun und wo du in so vielen Menschen das arbeiten. Du warst so mächtig und du das sehr viel durch viele deiner hier auch in der Gemeinde. Dankeschön für das, Herr. Du wirst uns wieder leiten und führen und uns Kraft und Macht geben, zu tun, was dir gefällig ist. In die Namen beten wir mit Danksagung. Amen.